Wo und wie haben Sie denn erfahren von dem Anschlag auf Frau Reker? Ich habe heute Morgen in Chorweiler mit den Unterstützern vor Ort Rosen verteilt und bin um 10 vor 10 ins Auto eingestiegen und habe dann die Nachricht bekommen über SMS, dass was passiert sein soll am Wahlkampfstand der CDU, und habe dann gehört, dass dort Frau Reker niedergestochen wurde und einige andere schwer verletzt sind. Und das hat mich wahnsinnig bestürzt, weil das liegt so nah, wenn man an den Wahlkampfständen ist, jetzt Tag für Tag. Auch viele unserer Ehrenamtler stehen da und haben ähnliche Situationen. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich hoffe sehr, dass es Frau Reker und den Menschen, die da rumherum standen, bald wieder gut geht, dass sie wieder genesen und dass wirklich diese feige Tat aufgeklärt wird. Was hat das für einen Hintergrund? Was sind das für Menschen, die sowas machen? Und hoffe sehr, dass die Kölnerinnen und Kölner morgen wählen gehen, weil das Wichtigste ist jetzt eine hohe Wahlbeteiligung, und überlegen Sie sich, wen Sie wählen wollen, aber gehen Sie hin. Sie sagen selbst, im Wahlkampf trifft man viel auf Menschen, hat viel mit Menschen zu tun. Wie gefährlich ist das als Spitzenkandidat, wenn man da jeden Tag auf so eine Menge Leute trifft? Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, weil mir es Spaß macht, auf Menschen zuzugehen, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir Politiker haben, die volksnah sind und die gerne mit an der Theke stehen, die gerne auch in der Menge sind und mit den Leuten sprechen, lachen, hören, auch streiten. Aber natürlich macht einen das sehr, sehr nachdenklich, und das ist das eigentliche Problem, dass Demokratie dann schwierig wird, wenn schon ehrenamtliche Kommunalpolitiker dann demnächst geschützt werden wollen und sollen. Das kann nicht richtig sein, und deshalb müssen da alle Demokraten zusammenstehen. Waren Sie selbst schon mal in einer Situation, die Ihnen irgendwie, wo Sie sich bedrängt fühlten oder die unangenehm war oder die Sie vielleicht sogar als gefährlich erachtet haben? Gott sei Dank nicht oft. Es gibt vereinzelte Situationen, wo das der Fall ist, aber eine solche Situation, konkret mit Waffen mir gegenüber, das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ich möchte es auch nicht erleben, und ich weiß nur eins: Wir müssen jetzt sehr genau hingucken, was ist das für ein Hintergrund? Ist das ein verrückter Einzeltäter? Ist das eine politische Tat? Ist es was auch immer? Bevor jetzt die ganze Republik darüber streitet, sollte man sich ganz genau angucken, was ist der Hintergrund, und dann gemeinsam als Demokraten deutliche Zeichen setzen. Und die Wählerinnen und Wähler, die kann ich nur bitten, gerade nach den vielen Ereignissen, die in Köln stattgefunden haben: Gehen Sie zur Wahl, wählen Sie einen der Kandidatinnen und der Kandidaten und sorgen Sie mit dafür, dass unsere Kölner Demokratie nach vorne geht. Und was die Gesundheit angeht, hoffe ich, dass alle Betroffenen möglichst bald genesen.